Als er schade ist angekommen, wo sind gar Hand probieren zu adressen bei der Hashem. Reb Chaim hat Masber gewähnt, als Option Straddle kann sein eine gute Idee zu kaufen und man soll können benefiten von dem durch die Implied Volatility. Wat ich habe gecheckt auf Stack, wo sie hat gewähnlich eine High Implied Volatility und sie kickt aus, als wenn ich gehe dort nach viele 4 Wochen vor der Company's Earnings und Implied Volatility ist schon sehr hoch damals, sehe ich nicht, wieso ich kann von den Benefiten, weil ich kann nur sehen zu verlieren Geld von der Teira in der Wege. Was sorry, die Wege ist nicht so hoch. Wieso kann das arbeiten? Sarah geht die Schale, and by the way, du wirst mir adressen dann question, schicke an eine Text, 845-572-1212. Ich habe ein bisschen mehr zu breiter in der Schale, weil ich sage, jeder verstehen viele nicht, wo es die Schale ist, so ich habe ein Maß bis an Koiden, wo es die Schale ist, und nachdem werden wir es probieren, bei Ezer Hashem zu empfehlen. By the way, fahr ich gehe ran in Maß bis an der Schale, will ich dich sagen, als es du hand a neue Kurs über Options Income, ob die bist interessiert gewesen, neubig, und bis jetzt interessiert, gibt sie kennen der Options Market, sich es auszulehnen auf eine heimische Yiddish, Pusher, finde Alphabets, all the way, bis sie können operaten dort, und die dort Sachen, bis dann weiter zu gehen zu chaimextin.com, und geh dort zu /OIYC, also die Options Income Yiddish Course, OIYC, oder gab plenty Options Income zu chaimextin.com und klick auf Offerings, das ist dort ein Auchtreffen. Und kannst dich enrollen zu sein heilig von der Kurs. Und lassen wir herangehen in die Questions. So lassen wir mal sagen, wo ist der Jido gefragt? Der Jido gefragt sei, geht die Question, und man sieht, dass es ein schales Chucham. Lassen wir kurz zu nehmen, ein paar Nekiddes do. Die erste Sache, was meint, das Straddle. A Straddle haben wir geschmissen, noch mal machen eine schnelle Chasura. A Straddle ist, wenn du kaufst a Call-Option mit a Put-Option von derselben Strike-Preis und von derselben Expiration. Das wird ungeriefen als Straddle. So lassen wir sagen, ich habe $100 die gestackt, ich kaufe eine Option, eine Call-Option von $100, ich kaufe eine Put-Option von $100, das heißt a Straddle. Jetzt, Implied Volatility meint, was ist die Expectation that the stock geht moven? Wie mehr ist expected that the stock geht moven, als höher ist Implied Volatility. Verstehst du allein, als der Options Market, ob der erst mich ausgenickt hat, schon weißt du, der Options Market ist ein Platz, wo Menschen kommen dort, oder weil sie sind excited, sie wollen speculaten, sie halten, dass sie geht, kommen du ein massive Move, und sie wollen sein heilig von dem Move, oder weil sie sind erschrocken, als Sachen können trasken, kommen sie zu der Options Market, gedeiht sie protecten sein Portfolio. Und das ist auch heilig von der Sachen, muss man reden, in der Code, wieso man kann protecten ein Portfolio oder der Options Market. Aber wie bald sie du eine starke Expectation, wie bald sie du Expectation von einer starken Move, kommt man zu der Options Market, und das macht die Optionspreisen sollen nach oben gehen. Jetzt, wer benefit, wenn Optionspreisen gehen nach oben? Tomer, die verkaufst, du bist der Option-Seller, und die verkaufst der Option, wenn die Option-Preisen sind hoch, demnach willst du nicht, dass darauf gehen noch mehr, weil demnach, wenn der Option, wo du es verkaufst, werden teurer, und du willst es zurückkaufen, wenn du davon überzuholen fährst. Aber sie geht da ruhig ein Implied Volatility, das meint, dass sie geht werden billiger der Option, dass die können rausgehen von der Option, als das verkauft, und du kannst es jetzt zurückkaufen, und du können rausgehen für weniger Geld, wie viel die ausbekommen, und das geht dann Profit. So, sie können dann, dass es ein bisschen mehr advanced für gewisse Menschen, was ich rede jetzt, ist du extra individual schieren auf die alle Sachen, was ich nur gewollt machen, nach Azure schnell. Und jetzt weiß man, was sie meint, das Straddle, und jetzt weiß man, was sie meint, Implied Volatility. So, the question is jetzt, wieso kannst du von dem benefiten? Jetzt insofern gehabt, ein ganzer Schmiss, wieso Implied Volatility, das meint der Excitement von der Market, die Schockeldigkeit von der Market, wird stark getauscht für Earnings. Jede Public Company, jede Company auf der Stock Market darf reporten Earnings 4 Mal a Jahr. Darf jemand den vergessen. Wieso ist rübergegangen in der letzten 3 Chadusham? Und was ist der Forecast? Was expects die für die nächsten 3 Chadusham? Der Report ist eine Sache, wo sie kann tauschen, die ganze Outlook von der Stock. Das kann machen, dass der Stock soll raufgehen stark, und es kann auch machen, dass der Stock soll raufgehen. Ob der Market hat expected eine Sache, ist geschehen die zweite Sache. Ob es ist besser, wie man hat expected, der Stock raufgehen ab hier auf. Ob es ist schwacher, wie man hat expected, wird der Stock raufgehen. Selbe Sache, ob sie haben eine neue Mine Technology, eine neue Mine Erfindung, wo sie arbeiten, wo sie hoffen, dass in der nächsten Gedusche mit das raufkommen, wird der Stock raufgehen öfter. Anisch, es wird der Stock raufgehen. Oder haben sie verloren eine gewisse Mine Product, wo sie verkaufen. Vichili, die alle Sachen können move nach Stock rauf oder rauf. Jetzt, das ist ein Faktor, wo der Faktor kann machen, wie nennt es, kommt uns zu Earnings, soll der Excitement werden nachher, und die Preise sollen nach rauf gehen. Die Preise von der Option sollen nach rauf gehen.
Von der anderen Seite ist aber du noch Factors auch, also wie die Show mentions. Du hast was heißt Tere. Tere meint jeden Tag, wo sie geht darüber, verliert der Option Value. Nachdem du andere Factors, wo sie können mitspielen, du. Die Schale ist, zu der Improvement, der Boost in Implied Volatility, als sie geht darauf gehen, the volatility for earnings ist stärker von der Tere, wo sie schleppt es zurück herab, oder nicht. Das ist, wo der constant battle ist. Und die kämpfst, und die Banks machen am Uschel von 4 weeks before the company's earnings. Das meint ein anderer Wetter, die jetzt auch von einer Option, wo du kaufst, a straddle, kommen mit der Put zusammen, 4 Wochen oder mehr, für the earnings announcement. Also ich verstehe ich von dir. Otherwise, wie kommst du hier an zu reden von 4 weeks? Weil die redest von einer langen Option. Und demnach ist stacke, du sei das Sachtere, wo du darfst fighten. Jetzt, kedai se soll sich leunen als a Sach geht sich nicht leunen, ist damals so. Kannst du nicht gehen Blinderheit sagen, oh, ich habe gehört, Implied Volatility geht darauf für earnings, ich gehe machen a straddle, komm mit der Option zusammen, ich bin Delta Nutzschuld, das meint, ich kann nicht kein Directional Risk, aber sie geht darauf gehen Volatility, gehe ich dort machen Geld. Durch dem, was ich kaufe a straddle. Das geht nicht so, man teure Franz, was du stacke, wo sie geht darauf gehen, der Volatility stark. Und sie geht dann profitable. So auch du sagst, wo es oder geht bechlaunischer aufgehen Volatility, oder geht ja aufgehen Volatility, aber der Teire geht dann stärker von der Volatility, wo sie geht darauf. So wo darf man tun von dem? Wir können nicht stehen als Trade, ob du willst nicht verlieren kein Geld, kannst du nicht stehen als Trade und machen Research. Du darfst machen the proper Research. Wo darf includen the Research? The Research darf includen in the past earning announcements, wieso ist gewähnt, the style von der Stock in der Take leading to the earnings. Meaning, ob die weiß, welche Tag muss announce the earnings, kick, wieso ist gewähnt, a Woche, 2, 3, wieso ist ausgesehen der Take, legabe der implied volatility. Ist implied volatility heraufgegangen? Mit wie viel ist implied volatility heraufgegangen? Oder ist implied volatility gut heraufgegangen? Mit wie viel ist es heraufgegangen? Wieso ist es geschehen mit der Options, wo sind gewähnt close to expiration? Wieso ist es gewähnt mit der Options von einer Woche, 2 später? Aber du hast die Data, kannst du noch dem gehen und du kannst machen einen Plan und du kannst sehen. Auf der Stock lohnt sich es zu tun, auf der Stock ist mehr riskiert, auf der Stock hast du starke Confidence, auch du macht es Sens, auf der anderen Stock macht nicht keinen Sens, was zu tun, weil otherwise gehst du davon fighten, der Data geht dann so stark und du gehst verlieren Time Decay, du gehst verlieren teure Zeit, gehst du verlieren, weil du willst machen mehr in Implied Volatility, es geht nicht an so stark die Implied Volatility zu fighten mit der Time Decay. Eins von den Wegen, wie du kannst kicken auf dem ist, du kannst kicken, wo ist der Ratio, der Preis von der Straddle compared zu der Stock, jetzt, und wo ist der Ratio von der Preis von der Straddle compared zu der Stock, damals, bei der vorigen Earnings Announcement, lo Muschel, du hast das Stock, wo sie wegt $100, und a Straddle kostet, lass mal sagen, $10, meint es zu sagen, das heißt, der Kohl mit der Put zusammen kostet $10, meint es zu sagen, als der Preis von der Straddle sucht doch, wie viel es ist expected, dass der Stock soll moven, bei der Earnings ist $10. Weil wegen dem ist der beide gepreist also. Weil wenn gewinn expected, dass soll moven mehr wie $10, weil der Straddle gekostet mehr. So, du kiekst, es ist 10%, ja? $100 die Stock, a Straddle kostet $10, kommt aus, der Straddle kostet 10% von der Stock. Gib ein Kick 3 Duschen zurück. Wenn sie gewinn der Earnings von 3 Duschen zurück. Wie viel hat damals a Straddle gekostet? 10%, 8%, 12%. Okay, kannst du sehen, zu der Expectation von damals und der Expectation von jetzt dieselbe Sache. Kiek 6 Duschen zurück, kiek 9 Duschen zurück und so weiter. Aber die hast das, kannst du auch sehen, gib ein Kick, a Straddle für vorige Earnings, a Woche für Expiration. Die hast gemacht, a Muschel von 4 Wochen für Expiration. Sehr selten geht sich so ab in 4 Wochen für Expiration, but gib ein Kick, wie viel hat es gekostet? Wie viel hat es gekostet? 3 Wochen zu Expiration, 2 Wochen, 1 Woche, und so weiter, 2 Tage, 3 Tage, und so weiter. Also die fangst du an zu machen, aber man darf verarbeiten von dem. Das ist required homework, das ist required discipline, zu kicken die alle Sachen, und du darfst halt nach Gitter Track, darfst du auf Excel. The good news is, als du testest für eine Company jetzt bei der Earnings Season, kannst du oben die Idee für die nächsten Jahren. Jede Move, die Company geht announcen. Und sagen, Amazon announced ihre Earnings. Die hast schon Data auf Amazon. Das plant sich was es gewähnt bei der Quarter Announcement. Und also warte, das du nicht ewig halten in ein Update in das. Kannst das, ich meine, das nicht halten in ein Übermachen, die Research. Kannst das ewig gucken für dir. Aber wenn du hast die Information, kannst du Zigar mit der Weg
von Confidence, weil du weißt, als der Earnings Trade ist eine Sache, wo es die Implied Volatility geht darauf stärker, wie der Tere, wo sie direkt ist darauf. In einer anderen Company kannst du es nicht expecten, weil dort ist Implied Volatility nicht als so stark herumgegangen, dann hast du viel herumgegangen, dann sag mal, ja, sag mal, fällt es darauf auch. Man meile, kannst du nicht machen ein Trade in sein profitable, a viel Implied Volatility change sich nicht, oder es geht ein bisschen darauf, ob der Tere ist auch stärker von dem. Aber am Rätschen von dem, meine ich, man soll auch jetzt spenden, ein bisschen Zeit überzugehen, was a Strangle ist. Was a Strangle ist dieselbe Idee wie a Straddle. Der einzigste Chilik ist nur, a Straddle ist derselbe Strikepreis, der Call mit der Put, und von der anderen Seite, a Strangle hat a different Strikepreis, der Call, und a different Strikepreis, der Put. Le Muschel, der Call kann sein, als der Stock ist $100, kann der Call sein, lassen wir sagen, $105, und der Put, lassen wir sagen, $95. De male von es ist, als geht es an Sach billiger. Aber de Problem ist, de Gesuren ist, als gewöhnlich, ob IV geht drappen, wo das ist schlecht für einen, was sie kauft Options, und die willst dich es kaufen, verstehe ich, weil die willst machen Geld, durch dem, was der IV geht darauf. So de Gesuren von a Strangle ist, als wenn der IV droppt, geht dort der IV drappen Sach stärker, was es Sach warte von der jetzige Preis. Was tracht daran, als ich hast $100 die Stock, in das gekauft $105 die gekauft, is du sach kleinere chances als der Stock soll umkommen zu $105, wie der Stock soll umkommen zu $100, was dort ist es schon. So wenn du bis bei add the money, hast du sach mehr chances, ist der IV, ob sie wird increased, geht jener IV gewöhnlich werden mehr vermehrt, mehr increased. Von der anderen Seite, du kickst auf Puts, a $95 Put, ist du sach mehr chances, als der IV soll droppen mehr auf der $95 Put, ob IV droppt. Weil tracht daran, ob es $100 die geput, ist es schon jetzt bei $100 herumgegangen, bis $100. Ist aber ist du sag mehr chances, als man soll dort increasen der IV und nicht bei der $95 Put. So, das ist der zweite Weg, wie du kannst kicken. Jetzt darfst du kicken auf andere Wegen auch. Kannst gehen nicht die Woche von Earnings, nur eine Woche noch Earnings. Sei das sag mal, ob IV droppt, wo es sag mal, droppt IV, weil es kann dann der Schreck und der Fear und der Excitement der Gewinn sehr hoch. Und jetzt geht es droppen. So, ob IV droppt, ist das sag mal die Woche von der Earnings, wo es ist sag mal dieselbe, ein paar Tage, lassen wir sagen, Mittwoch ist Earnings, und Freitag expired ist IV nicht so hoch. Sie droppt, at jener IV droppt schneller. Aber der Geist eine Woche später, hast du noch gemacht 1,5 Woche, wo das Tag kann noch machen Changes, heraufgehen, wegen der Announcement von der Earnings, ist das sag mal, at jener IV weniger droppen, hast du weniger Risk. Und sie kann auch sein, als wenn IV geht heraufgehen, soll jener IV schneller heraufgehen, wie der IV von Ferdem. The bottom line ist, es ist nicht kein pushete Sache, plain, weil ich bin Delta Neutral, ich bin Fire Earnings, gehe ich traden Volatility und ich gehe machen Geld. Also wie du schreibst. Du kannst auch verlieren Geld, weil der Teure kann rausschleppen so stark, als die Wege soll nicht an, so stark sie überwegen der Negativity von der Teure. Okay? Ich hoffe, das verstanden, wo sind zusammen geschmiss du. Und ob du hast eine Question noch einmal, der Mann dich 845-572-1212, nur Text. Ich gehe nicht Adressen kann Questions Berlin, was mir schickt mir als Voicemails. Nur Text. Und auch, ob du willst herankommen in der Option Scores, geht zu chaimekstein.com, chaimekstein.com. Du kannst dort klicken auf Offerings und du kannst enrollen in the course.